Ja, herzlich willkommen. Hast du eingeschaltet im ICF Basel im Livestream? So gut bist du heute da. So schön bist du in der Halle. Hey, wir sind ungefähr im Jahr 450 vor Christus, also vor ungefähr 2500 Jahren. Die Stadtmauer in Jerusalem ist zerstört. Juden sind nach Babylon verschleppt worden ins Exil. Einer von diesen Juden war der Nehemia. Und der Dani hat letzten Sonntag die Predigtserie gestartet zum Buch Nehemia und hat erzählt, wie der Nehemia in Babylon gehört von Leuten, die aus Jerusalem kommen, wie es um die Stadt Jerusalem steht. Und sie erzählen ihm, die Mauer ist zerstört, Jerusalem ist am Boden, der Tempel ist öde und schutzlos. Und der Nehemia bricht in eine grosse Trauer aus und in ihm wächst so eine heilige Unzufriedenheit und über den Zustand. Und er geht ins Gebet, er fastet, geht zum König und fragt ihn, komm, darf ich wieder heimgehen, um die Stadtmauer aufzubauen? Und das ist das, was passiert. Und wir werden in den nächsten paar Sonntagen eintauchen in diese Geschichte genauer. Oder wie der Nehemia Leute um sich schart, wie er Leute gewinnt für das Projekt, wie er mit Widerstand umgeht und wie er die Mauer um Jerusalem in 52 Tagen aufbaut. Du fragst dich jetzt vielleicht, was interessiert uns das Buch Nehemia 2500 Jahre später? Wir haben keinen Tempel, der schutzlos ist. Wir haben keine Stadtmauer, die zerstört ist. Wir sind nicht im Exil in Babylon. Wir haben sowieso keinen Tempel. Warum interessiert uns das? Und ich bin froh, hast du diese Frage gestellt, weil das ist eine gute Frage. Ich sage dir, warum das Buch Nehemia und die Predigtserie, die jetzt 7-8 Wochen geht, wichtig ist. Und aus folgendem Grund ist die wichtig. Nämlich wegen dem hier. Wegen der Kirche. Du fragst dich jetzt, was hat der Tempel in Jerusalem, was hat die Stadt Jerusalem mit Kirche zu tun? Und ich gehe gerade nachher auf das ein, aber der Titel von meiner Predigt heute Morgen ist, wieso die Welt Kirche braucht. Wieso die Welt Kirche braucht. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Kirche hast. Vielleicht denkst du, wenn du an Kirche denkst, an eine alte, verstaubte Institution, ein altes Gebäude, Kirchengebäude mit weltfremden Weltansichten, eine prüde, verstaubte Institution, die vielleicht auch historisch gesehen viel Leid verursacht hat. Wenn du vielleicht an Kirche denkst, denkst du vielleicht, hey, also es gibt auch ein besseres Resümee als das. Du denkst vielleicht an Hexenverbrennung, an Kreuzzüge, sind das die Sachen, die dir in den Sinn kommen, an Homophobie oder an Ausgrenzung, an sexuellen Missbrauch und so weiter. Vielleicht hast du dich gefragt, auch gerade angeregt durch die Corona-Pandemie, brauche ich eigentlich Kirche überhaupt noch? Lohnt es sich überhaupt noch für Kirche aufzustehen und zu kämpfen? Man kann ja auch Christ sein ohne Kirche, oder? Du kannst ja den Livestream schauen oder einen Podcast schauen. Du brauchst nicht die lokale Kirche. Du kannst ja irgendwo irgendwas dir reinziehen. Du musst es auch nicht am Sonntag machen, sondern am Montag. Oder du kannst ja auch in den Wald gehen und Gott erleben. Oder du sagst vielleicht, ich brauche gar keine Kirche. Ich und me and my Jesus, that's enough. Und ich habe gedacht, für das heutige Thema, ich habe das Gefühl, es ist wichtig, dass bevor wir jetzt tiefer in das Nehemia-Buch eintauchen, das machen wir die nächsten paar Sonntage, möchte ich die grundsätzliche Frage mal beantworten, was die Relevanz der Kirche heute eigentlich noch ist. Wieso brauchen wir überhaupt Kirche? Und ich möchte das machen in der Predigt. Ich möchte das theologisch begründen. Wir werden in die Bibel eintauchen und schauen, was die Bibel uns sagt über die Kirche. Und aber auch kurz einen historischen Exkurs machen, wieso die Kirche relevant war und heute auch noch ist. Ist das gut für euch? Also, wieso braucht die Welt noch Kirche?
Mein Gebet für diese Serie ist und auch am Ende für die Predigt, dass du am Ende von dieser Predigt, dass du angesprochen wirst und uns das Gleiche kannst sagen, was die Leute gesagt haben, wo der Nehemia zurückgegangen ist von Babylon nach Jerusalem, und hat die Leute motiviert und hat ihnen die Vision gezeichnet für die Stadtmauern, für den Tempel und so weiter. Und mein Gebet ist, dass du zur gleichen Aussage kommst, wie sie gemacht haben. Nehemia 2, 17 bis 18. Da sagte ich zu ihnen, der Nehemia: Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden, dass Jerusalem verwüstet ist. Man könnte auch sagen, dass die Kirche verwüstet ist und seine Tore im Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Und jetzt kommt der Satz, den ich mir wünsche, dass du das mit ganzem Herzen kannst beten, am Schluss von dieser Predigt, am Schluss von dieser Serie. Die haben gesagt, wir werden uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Ich liebe das. Sie haben ein Statement gemacht für sich persönlich. Okay, komm, wir machen uns auf. Komm, wir bauen. Komm, wir spucken in die Hand. Komm, wir stärken unsere Hand und machen uns auf, die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Also, wenn die Bibel über Kirche redet, braucht sie mehrere Bilder, mehrere verschiedene Metaphern, um zu erklären, was die Funktion und die Identität von Kirche ist. Und es gibt mehrere Bilder, mehrere Metaphern. Ich möchte heute über 3 schwätzen. Es gibt noch mehr, aber ich möchte über folgende 3 schwätzen. Die Kirche wird als Tempel Gottes beschrieben. Sie wird als Leib oder als Körper von Jesus bezeichnet und als Brut von Jesus. Punkt Nummer 1. Die Kirche ist der Tempel von Gott. In der Kirche wohnt Gott, könnte man auch sagen. Der Paulus erinnert die Christen in Korinth an diese Wahrheit, 50 Jahre nachdem Jesus, 20 Jahre nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist. Und er sagt ihnen Folgendes im 1. Korinther 3. Und jetzt da findet sich eine der genialsten Verheißungen im Neuen Testament, aber auch die krasseste Drohung im Neuen Testament. Sind ihr ready für das? Tollste Verheißung, krasseste Drohung. 1. Korinther 3, 16 bis 17. Er sagt das zu Christen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Okay? Denn der Tempel Gottes ist heilig und das seid ihr. Das ist eine der revolutionärsten Transformationen im Neuen Testament seit Jesus. Der Tempel ist nicht mehr ein Gebäude aus Stein. Gott wohnt nicht mehr in einem Gebäude aus Stein, so in einem Kirchengebäude. Oder im Tempel damals, wo die Juden hatten, der ist ja zerstört worden. Gott wohnt nicht mehr in einem Tempel aus Stein, sondern in der Kirche. Und jetzt kommt der springende Punkt. Kirche ist nicht ein Gebäude. Kirche ist nicht eine Institution. Kirche ist nicht ein Konstrukt aus toten Steinen, sondern Kirche findet vielleicht in einem Kirchengebäude statt, muss aber nicht, oder? Wenn die Bibel von Kirche schwätzt, redet sie von einem geistlichen Gebäude, bestehend aus Christen, die zusammenkommen und Gott erleben und Jesus ähnlicher werden im Nachfolgen. Das ist das, was die Bibel beschreibt, wenn sie über den Tempel redet, wenn sie über die Kirche redet. Ein Gebäude bestehend aus Menschen, die zusammenkommen. Und das ist ein geniales Versprechen für uns Christen. Das ist eine Hammerverheißung. Dort, wo Menschen zusammenkommen und Gott erleben, Jesus erleben, verspricht Gott seine Gegenwart. Er verspricht seinen Geist. Wir dürfen damit rechnen, dass wenn wir zusammenkommen, dass er mitten unter uns ist. Und Jesus hat das Gleiche gesagt, Matthäus 18, Vers 20. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt bin, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich möchte jetzt einfach dich darauf hinweisen und das Plural einmal betonen. Es heisst 2 oder 3. Es braucht nicht viel, aber es braucht mehr als jemand. Wir im Westen sind so individualistisch formatiert, dass ich denke, ich und mein Gott, ich und mein Jesus.
Natürlich kannst du Gott auch allein erleben, versteh mich nicht falsch. Natürlich, wenn du allein bist, wenn du morgen aufstehst, ist Gott mit dir. Wenn du irgendwo, wo du bist, auch außerhalb der Kirche, Gott ist mit dir, du kannst Gott erleben. Aber ich möchte dich jetzt einfach mal auf den Plural, auf die Aussage von Paulus und Jesus hinweisen. Ihnen geht es um die Mehrzahl. Jesus, Gott, möchte in der Gemeinschaft erlebt werden. 2 oder 3 oder mehr. Gottes Gegenwart ist in einer anderen Qualität präsent, als wenn du allein ihn erlebst. In einer anderen Dichte, könnte man sagen. In einer anderen Funktion. Ich komme nachher noch darauf hin. Und jetzt auf der anderen Seite, das ist eine mega Verheißung, oder? Gott ist schon. Und jetzt eine krasse Drohung. Der den Tempel von Gott zerstört, also die Kirche, nicht das Gebäude, aber die Gemeinschaft von Christen, die zusammenkommen, der wird von Gott zerstört. Okay? Und du merkst, Gottes Herz für die Kirche, wie wichtig ihm die Kirche ist. Nicht eine Institution, nicht das Gebäude. Menschen, die zusammenkommen. Und das ist eine krasse Warnung für Leute, für Menschen, die Christen verfolgen. Das ist eine krasse Warnung für Menschen, die die Kirche zerstören wollen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich entscheiden müsste, in welchem Team möchte ich sein? Team Kirche zerstören oder Team Kirche bauen? In welchem Team? Ich möchte lieber im Team Kirche bauen sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte im Team Gott sein, das, was ihm wichtig ist. Okay, wir sollen Kirche bauen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Bauen wir hier, müssen wir Architekten anstellen? Vielleicht, manchmal müssen wir etwas bauen, aber nicht immer. Müssen wir Steine aufeinandersetzen? Was heisst denn jetzt Kirche bauen? Wie funktioniert das? Ich habe eine Illustration mitgebracht und 2 lebendige Illustrationen. Darf ich begrüßen 2 lebendige Steine auf der Bühne, der Eduardo und der Marc. Herzlichen Applaus für die 2. Kommen führen. Dürfen da runterkommen. So gut. 2 lebendige Steine. Amazon macht es möglich. So gut. Und der Janik. 2 lebendige Steine. Wir bauen nicht physische, tote Steine aufeinander. Wir bauen nicht Kirchengebäude. Sondern die Bibel redet von der Kirche aus einem Gebäude bestehend aus lebendigen Steinen. Und schau mal, dieser Stein, der kann sogar lesen. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie er das macht. 1. Petrus 2, 4-5. Genau. Also, wenn ihr zu ihm hintretet, zum lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen wurde, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, dann lasst euch selbst aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Amen. Lebendige Steine, so gut. Mit einem 8-Pack, oder? Die Kirche ist ein Gebäude bestehend aus lebendigen Steinen, aus Menschen. Und die Aufforderung von Petrus ist hier, lasst euch einbauen, lasst euch einsetzen als lebendige Steine. Das heisst konkret, du sagst als Stein, da bin ich, mit meinem Talent, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Zeit, mit meiner Ressourcen, mit meiner Energie, mit meinen geistlichen Gaben, die Gottes Geist uns schenkt. Warum schenkt Gott uns die Gaben und Talent und geistliche Gaben? Dass wir uns einsetzen können ins Haus von Gott, in den Tempel. Wir bauen den Tempel von Gott, dort wo er wohnt, dort wo er lebt, dort wo er uns will begegnen. Das ist das, was passiert, wenn Menschen sich einsetzen. Kommt Gottes Geist mitten unter uns. Seine Gegenwart kommt mitten unter uns. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja, aber ist Gott nicht auch außerhalb der Kirche gegenwärtig? Ja, logisch ist er auch außerhalb von. Gott ist allgegenwärtig. Zum Glück ist er auch außerhalb der Kirche gegenwärtig. Aber Gott ist in einer anderen Qualität, in einer anderen Dichte gegenwärtig in der Gemeinschaft. Wenn 2 oder 3 in seinem Namen zusammenkommen und sich einsetzen, einpflanzen in den Tempel. Herzlichen Applaus für die 2 Steine, Marc und Eduardo. So gut. Ich möchte euch jetzt vorlesen,
Heute bekommen wir viele Bibeln ab. Ich lese mega viele Bibeln. Ich hoffe, das ist okay. In der Kirche. Genau. Ich möchte vorlesen, was möglich wird, wenn Gottes Gegenwart da ist. Wenn er präsent ist, was uns verheißen wird, im 2. Korinther 3, 17 bis 18. Der Herr aber, das ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Antlitz, also mit offenen Augen, die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat. Das redet von der Gestalt von Jesus. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie der Herr des Geistes es wirkt. Dort, wo der Geist von Gott ist Freiheit. Dort, wo er gegenwärtig ist, werden Menschen frei. Dort, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen, als lebendige Steine und sich einbringen, das ist der Tempel von Gott. Dort wohnt er. Und Menschen werden in diesem Tempel verwandelt und Jesus ähnlicher. Wir werden ins Abbild von Jesus transformiert durch die Kraft von Gott. Und Jesus ähnlicher werden, das ist in der Bibel, wenn du mal auf das Wort stoßt, beim Bibellesen, das wird als Heiligung beschrieben. Das ist ein altes Wort. Was heisst das? Das ist das, Jesus ähnlicher werden. Wenn du in die Gegenwart von Gott kommst, wenn du in Berührung kommst mit dem Geist von Gott, dann wirst du geheiligt, du wirst verwandelt und Jesus immer ähnlicher. Ist Gott außerhalb der Kirche gegenwärtig? Ja, logisch. Zum Glück. Aber er ist anders gegenwärtig. Wieso muss ich in die Kirche gehen, fragen sich Leute. Ich rede nicht vom Gebäude, gell? Ich rede nicht unbedingt am Sonntag. Ich rede von 2 oder 3, die in seinem Namen. Wieso muss ich in die Kirche gehen, wenn ich doch Gott auch sonst erleben kann? Ich sage dir warum. Weil Gottes Kraft zur Heiligung nur in dieser Gemeinschaft so funktioniert. Schau, Livestream, Podcast, das ist toll, ich bin dankbar für das. Aber es ersetzt nie den Real Deal. Es ersetzt die Gemeinschaft. Wenn wir uns gegenseitig herausfordern können, wenn wir uns gegenseitig ermutigen können, wenn wir Leben in uns hineinsprechen, das nimmt dir kein Livestream, kein Podcast nicht ersetzen. Der Tempel von Gott, dort wirkt er, dort wohnt er und wirkt Freiheit. Ich habe euch ein Video mitgebracht von jemandem von unter uns, dem Josh Zuber, der das erlebt hat unter uns. Als ich das erste Mal richtig allein selbstständig ins ICF gekommen bin, da bin ich ein kleiner, junger, verdruckter Teenager gewesen. Und die Verdrucktheit, die ist nicht mein eigenes Wesen irgendwie. Das ist irgendwie etwas, was sich auf mich gelegt hat, aufgrund von meiner Geschichte. Und irgendwie hat Gott mich hier angeführt und hat mich Gott transformiert in dieser Kirche. Und er hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und wenn ihr mich dort gesehen hättet, vor diesen 10, 12, 13 Jahren, dann hättet ihr mich wahrscheinlich nicht erkannt. Und dann hättet ihr gesagt, hey, das kann gar nicht der Josh sein, weil der ist so ruhig und er geht davon, wenn jemand kommt. Und Gott hat mich so verändert und hat mir Leute ins Leben hineingesetzt, die mich verändert haben und die an mich geglaubt haben und die gesagt haben, Josh, ich glaube, du kannst das. Und irgendwann habe ich es geschafft, aus dieser Verdrucktheit rauszukommen. Ich bin so unendlich dankbar dafür, dass mich Gott durch das in meine Bestimmung hineingeführt hat. Das ist das grosse Wunder von meinem Leben. Und ich bin so demütig dankbar für das. Come on, come on, come on. Gottes Geist wirkt im Tempel und das ist die Kirche. Wenn 2 oder 3 zusammenkommen im Namen von Jesus, ist er mitten unter uns und wirkt Freiheit und bewirkt, dass Menschen Jesus immer ähnlicher werden. Ein Argument, das ich immer wieder höre, ist Folgendes. Wenn das stimmt, was ich jetzt hier erzählt habe, dass Menschen in der Kirche Jesus ähnlicher werden, dann sollten ja Christen die liebsten und freundlichsten, barmherzigsten
und liebevollsten Menschen sein auf diesem Planeten, oder? Aber das ist nicht so. Kennst du das Argument? Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Christen sind nicht immer die liebsten, barmherzigsten, freundlichsten, umarmendsten Wesen, die es gibt auf der Welt. Es gibt ganz viele Christen, die sind nicht so. Und es gibt ganz viele Nicht-Christen, die sind bessere Menschen als Christen. Nur, ich sage immer, du solltest die Christen einmal sehen, wenn sie nicht Christen wären. Ey, ich meine es in vollem Ernst. Ich meine es in vollem Ernst. Wir tun immer vergleichen, aber du musst den Prozess anschauen. Du musst schauen, was bewirkt worden ist. Hey, Gott sucht sich im Fall nicht die perfekten Menschen aus in der Kirche, sondern die wenigst perfektesten. Und schau, ich für mich persönlich kann sagen, gibt es Menschen, die besser sind als ich? Ja. Oh ja. Gibt es Nicht-Christen, die besser sind als ich? Oh ja. Aber ich weiss für mein Leben, das kann ich mit voller Überzeugung sagen, wenn es nicht um die Kirche wäre, wenn ich mich nicht hätte einsetzen als Stein im Tempel Gottes, wäre ich noch viel schlechter. Ich verdanke der Kirche alles, der Gottes Gegenwart im Tempel. Ich verdanke ihr alles. Ja, okay. Das war Punkt Nummer 1. Die Kirche ist der Tempel von Gott. Und du bist ein lebendiger Stein. Punkt Nummer 2. Die Kirche ist der Leib von Jesus. Oder ein bisschen moderner formuliert, die Kirche ist der Körper von Jesus. Die Kirche ist nicht nur der Tempel Gott, dort wo Gott wohnt und dort wo er lebt, sondern die Kirche wird auch als Körper von Jesus bezeichnet. Epheser 1, 22 bis 23. Und alles hat Gott Jesus unter die Füße gelegt und ihn hat er als alles überragendes Haupt der Kirche gegeben. Sie, die Kirche, ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Kirche wird hier als Leib, als Körper von Jesus beschrieben. Und wir sind nicht wie in der ersten Metapher lebendige Steine, die sich einsetzen sollen, sondern wir werden jetzt in diesem Bild als Körperteil von diesem Körper bezeichnet. 1. Korinther 12, 27. Ihr, als Plural, als Mehrzahl, seid der Leib des Christus. Und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes oder ein Körperteil. Und das ist schon krass, was da steht. Das ist schon crazy, weil die Kirche ist nicht nur eine Gemeinschaft, es ist nicht ein Gebäude, es ist eine Gemeinschaft von Christen. Die Kirche wird als Körper von Jesus bezeichnet. Er ist der Kopf von dem Körper, oder? Und wir als Gemeinschaft sind sein Körper. Jetzt eine Frage an dich. Wie lebendig ist ein Körper ohne Kopf? Nicht sehr lebendig. Oder wie lebendig ist die Kirche, in anderen Worten, ohne Jesus? Nicht sehr lebendig. Wir leben von Jesus, er steuert alles, er lenkt alles durch ihn, kommt die Einheit und so weiter. Aber jetzt mal ganz zugespitzt und provokant formuliert. Was wäre der Kopf ohne Körper? Auch nicht mega lebendig, oder? Was wäre Jesus ohne Kirche? Und ich weiß, das ist mega provokant, was ich hier sage, aber das ist die Implikation von diesem Text. Jesus ohne Kirche wäre eben auch nicht mega lebendig. Lebendiger, andersrum schon, aber auch nicht mega lebendig. In anderen Worten, Jesus wirkt durch die Kirche. Gott baut sein Reich durch die Kirche. Nicht durch ein Gebäude, nicht durch eine Institution, sondern wenn lebendige Steine zusammenkommen, sich einsetzen, wenn Körperteile zusammenkommen und jeder seinen Teil spielt, dass der Körper von Jesus funktionieren kann. Dann wirkt Gott durch die Kirche in dieser Welt. Gott wirkt nicht nur in der Kirche, sondern auch durch die Kirche. Du fragst dich jetzt vielleicht, ja, aber wirkt Gott nicht auch außerhalb der Kirche?
Logisch und zum Glück, Halleluja. Aber ich sage dir etwas, er wirkt vor allem durch die Kirche. Die Kirche ist sein Körper. Jesus ist außerhalb der Kirche am Werk, keine Frage. Aber verpasst bitte nicht die Aussage von diesem Text. Wir werden beschrieben als Körper, als Hand und Füße von Jesus. Wir werden beschrieben als sein Lieb, sein Werkzeug auf dieser Welt. Durch uns kommt seine Liebe in die Stadt, Leute. Durch uns kommt Versöhnung, durch uns wird Frieden gestiftet, durch uns wird die Liebe von Gott handfest auf dieser Welt. Durch uns begegnen Menschen Gott. Durch uns kommt sein Reich auf die Welt. Wir sind sein Körper. Die Kirche ist Gottes Antwort für die Welt. Und ich weiss, es ist so unpopulär und auch nicht intuitiv richtig für uns westliche, individualistisch karierten Menschen. Aber Gott macht das durch die Kirche, sagt hier der Paulus, oder? Wir repräsentieren gemeinsam Jesus auf dieser Welt. Und das ist jetzt an all die Christen, die meinen, sie brauchen keine Kirche. Ist Folgendes. Viel Erfolg. Allein Jesus repräsentieren auf dieser Welt. Viel Erfolg. Also ich weiss nicht, vielleicht bist du amazing, aber ich allein kann Jesus nicht so gut repräsentieren. Das ist doch eine völlige Überforderung. Ich kann doch allein Jesus in dieser Welt nicht angemessen repräsentieren. Ich habe so viele Schwächen. Ich habe Stärken, aber ich habe so viele Schwächen. Aber wenn wir zusammenkommen, wenn wir alle unsere Stärken zusammenlegen, wenn wir unsere Schwächen ertragen, wenn wir uns vergeben, dann können wir gemeinsam Jesus repräsentieren. Durch Gottes Kraft, durch seinen Geist, der das bewirkt, keine Frage. Wir sind nicht der Messias, du bist nicht Jesus, der die Welt retten. Aber gemeinsam sind wir Teil vom Körper von Jesus und repräsentieren Jesus auf dieser Welt. Vielleicht sagst du, ich brauche Kirche nicht. Vielleicht sagst du, ich brauche Kirche nicht, aber ich möchte dich daran erinnern. Das stimmt vielleicht sogar, du brauchst Kirche nicht. Aber ich sage dir, wer Kirche braucht, die Welt. Du brauchst sie vielleicht nicht, aber die Welt braucht Kirche. Die Frage ist nicht, ob du ein Problem hast persönlich mit Kirche. Vielleicht sogar gerechtfertigt. Hast du ein Problem mit Kirche? Die Frage ist vielmehr, die Welt hat ein Problem, wenn die Kirche nicht richtig funktioniert. Das ist das Problem. Die Kirche verpasst etwas, wenn du deine Gaben, deine Fähigkeiten, das, was Gott dir geschenkt hat, nicht einbringst. Ich sehe eine Kirche im Westen, die eingeschränkt ist. Der Körper von Jesus ist eingeschränkt. Er hat amigs keinen Arm, der hat amigs kein Bein, der kann sich nicht bewegen. Die Kirche ist oft behindert, eingeschränkt. Weil wir Menschen denken, was bringt Kirche mir? Wenn du checkst, dass Kirche der Körper von Jesus ist, fragst du dich nicht mehr, was bringt Kirche mir? Sondern du fährst dich einfach fragen, was kann ich in die Kirche bringen? Verstehst du? Wenn jeder denkt, was bringt Kirche mir? Was bringt das mir persönlich? Leute, dann gibt es in 50 Jahren im Westen keine Kirche mehr. Wir müssen einfach checken, dass die Kirche die Repräsentation von Jesus auf dieser Welt ist. Und dann fragen wir uns, okay, was kann ich bringen? Was bringe ich, dass die Kirche schöner, besser, funktionstüchtiger, mobiler, weiß doch nicht, barmherziger, liebender wird auf dieser Welt. Die Welt braucht Kirche. Und die Welt braucht dich, dass du dich in der Kirche investierst. Ich sage es nochmal, nicht im Gebäude, nicht in einer Institution, sondern in der Gemeinschaft von Christen, die zusammenkommen und gesagt haben, okay, wir sind der Körper von Jesus und durch uns kommt unter anderem Gottes Reich auf die Welt. Gott baut sein Reich durch die Kirche und ich habe das jetzt biblisch begründet, aber ich möchte es kurz auch historisch unterschreiben. Oft haben wir Christen, vor allem Christen, aber auch Nicht-Christen, das Gefühl, wenn wir historisch auf die Kirche schauen, dass die Kirche viel Fehler gemacht hat. Und natürlich, das stimmt. Die Kirche hat viel Fehler gemacht.
Da ist viel Zeug passiert in diesen Mauern, die nicht passieren sollten. Es ist viel Unrecht da worden und das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Die Kirche besteht schlussendlich aus Menschen und wir Menschen sind fehlerhaft, oder? Aber wir müssen historisch gesehen ehrlich bleiben. Der Grund, wieso wir heute einen Sozialstaat haben, der Grund, wieso wir heute Spitäler haben, Schulen, Waisenhäuser, Armenfürsorge haben, das ist auf dem Mist von der Kirche gewachsen, historisch. Das ist das Erbe vom Christentum. Wenn dich das Thema mehr interessiert, möchte ich dir folgendes Buch empfehlen, von Tom Holland. How the Christian Revolution Changed, remade the world. Und das ist ein säkularer Historiker, das ist nicht gläubig. Und der sagt, dass ohne Kirche die Welt nicht so wäre, wie sie wäre. Der Westen, der unsere Menschenrechte so für selbstverständlich nimmt, das ist eine Frucht vom Christentum. Und das ist nicht eine kurzfristige Sache, sondern auch etwas, was sich über die Jahrhunderte in unsere Kultur hineingewebt hat. Er sagt, dass wir heute Mitleid empfinden mit Opfern, ob Christ oder nicht Christ, ist ein direkter Zusammenhang vom Christentum. Dass Gott Mensch wird, ist nicht so speziell, das haben andere Götter in der griechischen Mythologie auch gemacht, aber dass Gott Mensch wird und der Tod von einem Opfer stirbt, der Tod von einem Sklaven stirbt und dort drin seine Herrlichkeit offenbart, das ist einzigartig. Dass wir heute Mitleid haben mit Menschen in Afghanistan, das hat nicht viel damit zu tun, ob du Christ bist oder nicht. Aber es hat sehr wohl damit zu tun, dass wir ein christliches Oberland sind. Das ist etwas, was sich über die Jahrhunderte entwickelt hat. Ich glaube, das Buch gibt es sogar auf Deutsch, muss man googeln. Aber das grosse Problem ist einfach das. Wir mögen die Werte, die hier vermittelt worden sind über die Jahrhunderte. Wir feiern die, auch säkular feiern wir die. Aber das Problem ist, wir sagen, das ist meine Meinung, wir sagen an einem Ast, wo wir drauf hocken. Wir mögen die Kirche nicht mehr. Aber wir mögen das, was daraus entstanden ist. Und ich einfach bedenken, dass wir auf einem Ast hocken, den wir so gerne haben, aber wir sagen gleichzeitig dran. Okay. Die Kirche ist der Körper von Jesus. Durch sie wirkt er, durch sie bringt er sein Reich langfristig auch auf die Welt. Okay. Mein dritter Punkt. Sind ihr noch da? Okay. Die Kirche ist Brut von Jesus. Ich habe vorher einen Text gelesen, wo mega deutlich wird, dass Gott ein unglaubliches Herz hat für die Kirche. Wer die Kirche zerstört, nicht das Gebäude, nicht Notre Dame, sondern die Gemeinschaft, der wird von Gott zerstört. Und da wird schon deutlich, wie wichtig Gott die Kirche ist. Und ich möchte euch jetzt einen Text vorlesen, wo das auch nochmal deutlich wird. Die Kirche ist Brut von Jesus. Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer, gibt es ein paar Männer hier im Saal? Ja, genau. Liebt eure Frauen. Amen. Und jetzt musst du hören. Wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, da haben wir das Wort Heilige wieder, und rein zu machen, durch das Bad im Wasser, durch das Wort. So wollte er selbst die Kirche vor sich hinstellen, würdig, ohne Flecken und Falten oder dergleichen. Denn heilig und makellos sollte sie sein. Die Kirche wird als Brut von Jesus beschrieben. Jesus liebt die Kirche leidenschaftlich. Er hat sein Leben hingegeben für die Kirche. Nicht für ein Gebäude oder eine Institution, sondern für die Gemeinschaft von Christen. Und du sagst aber, liebt Gott nicht alle Menschen? Logisch liebt er alle Menschen, aber er liebt speziell die Kirche. Er liebt sie speziell. Das ist seine Brut. Und er möchte, dass sie schöner wird. Er möchte, dass sie besser wird. Er möchte, dass sie heiliger wird. Er möchte, dass sie richtig funktioniert und seine Schönheit und die Liebe, die er zu ihr hat, widerspiegelt auf dieser Welt. Gott möchte sie heiligen, in anderen Worten. Gott möchte sie waschen. Gott möchte sie schön anstellen. Und Gott liebt dich persönlich. Amen. Keine Frage. Jesus ist für dich persönlich ans Kreuz gegangen. Aber nicht nur für dich. Und das ist eben das, was die Kirche ausmacht. Jesus ist für die Kirche ans Kreuz gegangen. Jesus ist hat für
für sie ihr Leben geben. Und Leute, ICF Basel, wir brauchen Christen, die checken, dass die Kirche der Tempel von Gott ist, dass er dort speziell gegenwärtig ist. Wir brauchen Christen, die checken, dass dass die Kirche der Körper von Jesus ist. Und wir brauchen Christen, die wieder checken, dass die Kirche die Brut von Jesus ist. Die wieder eine Leidenschaft entwickeln für Kirche, eine Leidenschaft entwickeln für Gemeinschaft, wo er gegenwärtig ist, durch die er wirkt. Und wir brauchen wieder die Hingabe, die Jesus hatte für die Kirche. Und ich glaube, der Nehemia hat recht gehabt, als er gesagt hat, it's time to build. Es ist Zeit, jetzt in die Hand zu spucken. Es ist Zeit, um uns eins zu machen und wieder aufbauen, was zerstört worden ist. Wieder aufbauen, was vergessen worden ist. Wieder zu beleben, das, was verödet ist. Und ich möchte euch zum Schluss einen Satz vorlesen, der mich mega angesprochen hat in der Vorbereitung für die ganze Serie. Das ist im Nehemia 10, Vers 40. Dort sagen die Leute am Schluss Folgendes. Und ich möchte, dass du das auch kannst für dich sagen. Und dass wir das als Gemeinschaft sagen können. Und wir werden das Haus unseres Gottes nicht vernachlässigen. Er hat so zu mir geschwätzt, dass eine Gemeinschaft von Leuten zusammensteht und sagt, und wir werden das Haus von unserem Gott nicht vernachlässigen. Ich wünsche mir das für meine Familie. Ich wünsche mir das für meine Kids. Ich wünsche mir das für uns, dass wir können sagen, hey, Gottes Haus hat Priorität. Gottes Haus ist wichtiger als mein Haus. Und ich und meine Familie, wir dienen Gott und seinem Haus. Weil wir wissen, es ist der Tempel, es ist der Leib und es ist die Brut von Jesus. Mein Wunsch und mein Gebet ist, dass dir heute die Augen geöffnet worden sind für die Relevanz der Kirche. Und dass du das von Herzen kannst beten und sagen, wie am Anfang, okay, lass uns bauen. Lass uns bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Und vielleicht bist du heute da und das ist nicht so eine einfache Botschaft für dich. Vielleicht hörst du das auch jetzt und du denkst, was Kirche? Vielleicht bist du verletzt worden durch Kirche. Kann wirklich sein. Vielleicht fällt dir das extrem schwer, dich einzugeben. Und das kann ja ganz viele Gründe haben. Vielleicht bist du verletzt worden, du hast dich schon mal eingebracht, aber du bist nicht gesehen worden. Du bist vielleicht verletzt worden, entmutigt worden, was auch immer. Und vielleicht fällt dir das einfach schwer, zu sagen, was Kirche ist wichtig und so. Nein, voll nicht und so. Ich möchte dich einfach herausfordern und ermutigen, gib dem Projekt Kirche nochmal eine neue Chance. Ich möchte auch ehrlich zu dir sein, es braucht Demut. Es geht nicht um dich, dass deine Gaben entdeckt werden. Es geht darum, dass der Körper funktioniert. Die Funktion des Körpers ist wichtiger als dein eigenes Wohlbefinden, oder? Keine Frage, aber gib dem nochmal eine Chance. Schau, ich sage dir einfach, es gibt einfach keinen Plan B. Die Kirche ist Gottes Plan A. Es gibt keinen Plan B. Er hat nicht gedacht, Kirche nicht funktioniert. Doch, eines Tages wird sie perfekt. Eines Tages wird sie wunderbar. Eines Tages wird sie so heilig, wie er sie sich wünscht. Gib dich rein. Investier dich. Vielleicht musst du auch ein Gebet in Anspruch nehmen, um das Zeug loszuwerden. Ich möchte dich einfach ermutigen, hey, was er immer gesehen ist, lass hinter dir. Und wog noch mal etwas. Wog noch mal etwas. Es ist Zeit zum Bauen. It's time to build. Lass uns zum Schluss beten. Ich meine, die Geschichte, die wir vorher gesehen haben per Video, das berührt mich. Dass jemand hier reinkommt und verwandelt wird, und Jesus ähnlich wird, freier wird. Lass uns beten, dass das mehr passiert. Lass uns aber auch beten, dass wir durch uns mehr Jesus können wirken in dieser Stadt. Lass uns doch aufstehen für diesen Moment. Jesus, ich danke dir, dass wir hier heute zusammenkommen in deinem Namen, dass du im Zentrum bist und dass wir das frei machen dürfen. Ohne Einschränkungen, also fast ohne Einschränkungen. Und ich danke dir, dürfen wir Teil sein von deiner Kirche, ohne unser Werk, ohne unsere Leistung. Wir haben nichts dazu beigetragen, nichts geleistet, nichts gemacht, dass wir ein Baustein sein dürfen, dass wir ein Körperteil sein. Aber ich danke dir, Gott, hast du uns auch eine Funktion zugesprochen.
Ich möchte dich bitten, dass wir das alles begreifen, was heute gesagt wurde. Dass wir mehr so Geschichten dürfen sehen wie die von Josh. Mehr so Videos können zeigen. Dass wir mehr dürfen erleben, wie du durch uns wirkst, auch in dieser Region. Und ich bitte für alle Leute, die Mühe haben mit dieser Message, dass du dort Heilung bringst, Heilung schaffst. Dass sie deinen Plan A wieder umarmen dürfen. Amen.